Zurück in Niakera, wobei nicht ganz im richtigen Niakera, sondern leider dem Niakera aus der Splitterdimension geht es hier weiter bei Tales of Xillia 2. Ja, letzter Part, viel passiert, wir haben Kronos getroffen, einen der 3 ursprünglichen Geistes aussieht, also sprich ursprünglich so wie halt Maxwell, Origin und Kronos, also sprich ein ganz harter Brocken. Dann haben wir auch noch Mila getroffen, dieser Splitterdimension, die ein bisschen anders drauf ist als unsere Mila. Was ein bisschen unterwürfig, also ja, unterwürfig, was halt ihre Beziehung zu Muse anbelangt. Und Muse irgendwie in dieser Welt scheinbar blind und vielleicht ziehen wir Herrin Maxwell, keine Ahnung, ist alles ein bisschen crazy. Tja. Und unsere Aufgabe ist in der ganzen Zeit einfach herauszufinden, was hier eigentlich so abgeht. Genau, es haben wir Informationen mit Dorfbewohnern, sind wir schon dabei. Fürst Maxwell verliert bereits ihre Geisterkraft. Fürst Muse jedoch nicht. Okay, doch nicht. Er soll doch lieber nicht mit ihr anlegen. Fürst Maxwell und Fürst Muse. Also ist Mila doch hier Maxwell, aber Muse ist doch irgendwie höher gestellt? Hä, verstehe das nicht. Total crazy. Was sagt ihr? Wir existieren gar nicht. Okay. Ja, nicht nur ein bisschen, war wie so Schaufensterpuppen. Alles klar. Servus. Nicht einmal wir wissen, was sich in der Heilkuppel verbirgt. Das weiß wohl nur Fürst Muse. Warum weiß Fürst Maxwell es nicht? Das irritiert mich. Ja, mich auch. Okay, also doch Muse hier eine ganz große Nummer war. Ein Besucher war, sehen wir an. Der große Geist, der die Welt rettete, ist hier. Wir müssen aufpassen, ihm die gebührende Achtung zu zeigen. Damals wohl Muse gemeint, aber wovor gerettet? Jude, was hast du Neues? Sieht aus, als hätte Mila Exodus in seiner Dimension restlos ausgelöscht. Oh, cool. Aber in jedem Fall müssen wir die beiden finden. Crazy. Ich kann verstehen, dass Jude sich nicht gut fühlt. Ich sehe, dass sich um Mila große Sorgen macht. Ja, ich mir auch. Wohlgemerkt. Lass es alles mir. Ich werde mir was Gutes geht darum kümmern. Okay, Rowan, wenn du das natürlich auch kannst. Außer uns kennt niemand die Wahrheit darüber, warum Exodus zerstört und die Welt gerettet wurde. Wir versuchten es zu erklären, aber niemand wollte uns Glauben schenken. Crazy. Es war Milas Schuld, als Muse verletzt wurde. Bald das für euch, genauso muss ein Geheimnis bleiben. Jetzt kommen die Ganze ein bisschen näher auf die Schliche. Willkommen, lasst mich euch von den Materialien erzählen, die man Niakera findet. Irgendwie Silbererz, okay, dankeschön. Fürs Maxwell und fürs Muse sind von nicht allzu lange zum Geisterpfad aufgebrochen. Zum Glück habe ich heute für beide gebetet. Weshalb sollte fürs Maxwell Essen selbst kochen? Sagen wir etwa nicht angemessen für sie? Ja, scheinbar nicht. Wer weiß denn sonst noch was darüber, über die beiden? Hatten wir auch schon hier, oder? Yep. Fürst Maxwell, also sprich Mila, verliert die Geisteskraft. Die 4 großen Geister, die Mila Maxwell dienen, konnten der Zerstörung von Exodus entkommen und in das Geistreich zurückkehren. Seitdem hat Mila Maxwell die Macht des großen Geistes verloren und lebt als Mensch wie wir. Dennoch verehren wir sie weiterhin durch unseren Glauben. Okay, ins Geistreich zurückgekehrt klingt für mich so, als würde es 4 neue große Geister geben. Weil, es war ja so bei Tales of Xillia 1 auch noch, dass halt Muse eigentlich wollte, dass die 4 Geister, weil sie Mila helfen wollten, neu gereinigt wurden. Dass halt 4 neue große Geister an ihrer Stelle treten sollten. Okay, das erklärt zwar was da mit Mila und so. Nee, ich mache mir gerade Gedanken, weil ich weiß noch aus einem kleinen Spoiler und so, dass Mila, die wir kennen, also sprich die nach mit uns catchen wird und so, wo ich annahme, es sei die richtige Mila, nicht die aus der Spieldimension, die hat ja scheinbar auch irgendwie die Kräfte als Mila Maxwell verloren. Aber jetzt sieht es aus, als wäre es die aus der Splitterdimension, was irgendwie keinen Sinn ergibt, weil die zerstören wir hier die Welt. Also müssen natürlich Mila nachher auch tot sein. Oder Futsch, wie auch immer. Andererseits wissen wir ja von Kronos, dass er die echte Mila, also ja, hat er gesagt, die neue Maxwell, oder? Das wird Mila gewesen sein. Zwischen einen Spalt, also in einen Spalt zwischen den Welten geschickt hat. Das ist eine ganz seltsame Vermutung, Leute. Könnte es nicht sein, dass Kronos einfach... Ja, also, wir wissen ja von der richtigen Muse, oder? Sag's mal so. Ich weiß, klingt immer ganz doof, wenn ich sage die richtige, aber ist irgendwie so. Dass die richtige Muse, sie hat
sagen wir mal, die richtige Mila mit den 4 großen Geistern oder vielleicht da ohne, keine Ahnung, hat sie halt in unsere Welt geschickt, weil Mila hier was überprüfen sollte. Dann ist sie halt hier irgendwie beim dort in der, beim Dimensionsriss, Dankeschön, rausgekommen. Und dann wurde sie von Kronos attackiert und hier hingeschickt, in diese Splitterdimension. Verlor dabei aber irgendwie Gedächtnis und hier wurde alles ein bisschen anders, die ganze Geschichte neu herum erzählt. Sprich, die ganze Dimension orientiert sich irgendwie an Mila, aber sie ist irgendwie doch die richtige Mila. Klingt verrückt, ich weiß, aber momentan fällt mir keine bessere Erklärung ein. So, hier drin ist auch nichts, wie es aussieht. Nö, ist ja auch nichts, okay. So, was ist denn hier? Auch noch ein paar Bewohner, ein paar Kinder. Fürst Muse ist gemeinsam Fürst Maxwell. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Voll krass, ey. Psst, sag es nicht, sonst wird Vater wütend. Okay, wir haben schon ein paar Informationen erhalten, das ist schon mal sehr gut. Gehen wir hier rüber und quatschen noch mit denen hier. Letzten Schlag mit Exodus erlitt Fürst Muse schwere Verletzungen in beiden Augen. Selbst heute noch gibt sich Fürst Maxwell Schuld dafür. Das erklärt, wieso Muse ganz so stinkig ist und halt Mila, ja, sich halt so klein gibt. Wir nachbegleitet Fürst Muse, Fürst Maxwell zu Nia Kera Geheilikuppel. Fürst Mila scheint nicht zu wissen, was Fürst Muse dort macht, aber sicher gibt es dafür einen sehr wichtigen Grund. Also wagt es nicht auch einzumischen. You catch that? Sounds like Big Sis is up to something she ain't telling Little Sis about. I caught it just fine, thank you. Ja, jetzt soll er jetzt, ja. Hat er gerade von wegen, ja, jetzt kannst du mal da hochgehen und gucken, was sie so machen, aber noch nicht. Er fragt es trotz allem noch. Er kann früher viel, aber das tun sich jetzt nicht mehr. Also einiges, ach, vergesse einfach, was ich gesagt habe. I wonder why Mila and her sister don't get along. Aren't siblings supposed to be close? Ja, und Lucia sagt gar nichts. Ich wünsche fürs Maxwell müsste sich nicht so um irdische Dinge wie Kochen kümmern. Sie sollte reinbleiben. Ach, will sie auch nur die Gefühle der Anhänger berücksichtigen. Würde, könnte, sollte, müsste. Wir können gerade speichern. Wieso denn das? Alle sind sauer auf mich, weil ich gesagt habe, dass ich das Essen will, was fürs Maxwell gemacht hat. Die sagen, ich soll meine Zeit verschwenden, aber es wäre eine größere Verschwendung, es nicht zu essen. Ich kann ja noch quatschen und ganz kurz nochmal speichern. Weiß nicht, was gleich passieren wird. In Iakea, dem Dorf der Geister. Auch hier in der Splitterdimension. Unglaublich und doch wahr. Der Maxwell, ihre Pflicht erfüllt und verfügt nicht länger über Geisteskraft. Sie hat die Welt und die Geister gerettet. Deshalb ist es jetzt an uns, ihr ein behagliches Leben zu ermöglichen. Ja, also diese Mila hier wurde also wirklich nicht von, sag ich mal, von Maxwell, von Fürst Maxwell neu anerkannt, sondern die 4 Geister sind zurück zu Maxwell gegangen. Sieht zumindest für mich so aus. Okay, machen wir das mal, weil ich habe das Gefühl, dass es danach weitergehen könnte. Tja. Wie ist aber bloß immer solche Wühle? Das ist eine gute Frage. Okay, habe ich mit allen gequatscht? Wer fehlt denn noch? Den auch schon hier oben halt noch, wa? Vor 20 Jahren gab es eine schreckliche Organisation namens Exodus. Sie besaß Mittel, um Geister zu töten und hatten vor, diese Welt zu zerstören. Durchkreuzen, ja. Nichts Neues, was auch in unserer Welt so war. So I guess Muse's headed to the Hollow Mount? Sounds like it. Good for us. Denke ich auch. Ein Freund von mir, der als Diener für Fürst Maxwell arbeitete, lebte einst hier. Meines Tages wurde Gunst von Fürst Muse. Seitdem ist dieses Haus leer. Ah, Ivar, cool. Aber nichts drin. Siehst und bleib verrückt, Freunde. Am Ende des Geistpfads findet sich ein Schrein, dort wo Fürst Maxwell und Fürst Muse abgestiegen sind. Der Ort ist seitdem heilig. Dafür wohnen und betreten ihn kaum. Tja, dafür wir. Man hat die Schnellreise.
Oh, Freunde, it's Showtime. There's Mila! I thought I told you to leave. Oh shoot! I forgot to tell the paper I was going undercover. Mila! What are you doing? She's holding a Spyrex. It's our mission to destroy Spyrex technology, along with anybody who uses it. We've really riled her up. So now what? Daneben ist wohl nur noch Gewalt. Was, gegen Mila? Bist du wahnsinnig? Versuchen wir es mit einer Notlüge. Wieso nicht mit der Wahrheit? Jude, wo bist du? Luger, don't! I'm the smooth talker. Leave it to me. You'd lie to a friend? Don't forget, she's going to disappear soon anyway. Hey, listen to me. There's something wrong with your sister. You know that, don't you? With Muse? That's preposterous. Das war schon immer so eine Zicke. Kommt, glaube ich, auch nicht ganz so gut an. Es ist wahr, sie benimmt sich anders, oder? Yes, but that's my fault. She lost her sight because of me. Oh, Alter. Das stimmt nicht. Der Streukatalysator ist schuld. Scheint es nicht so, als würde es kontrolliert werden. Streukatalysator. Aha! Puff. My sister's a great spirit. Nothing can control her. You sure? Ever noticed Muse talking to herself as though somebody else is right there with her? Almost like she was possessed? How'd you know that? And you saw it too, right? That thing glowing in her body? There's no way you could have missed it. What was that? That's a divergence catalyst. It possesses people and warps reality. It's a bad thing, and we have to get rid of it. An object that warps reality. It's just like a Spyrex. The two of you used to be inseparable, weren't you? Is she really the type of person who would smack her own sister like that? Never. Muse was always so kind. She lost her sight, trying to protect me. The sister I remember was a different person. Good thing Luger here has the power to smoke out catalysts and destroy them. Is that the power of the spirits? If this catalyst is destroyed, will Muse go back to normal? Ach du Scheiße. Wie früher, ja, wenn sie früher tot war, schon. Hä? Ich weiß doch nicht. Alter, vermutlich geht sie drauf, aber vielleicht. Nee, dass sie überlebt, ist ja wohl sehr unwahrscheinlich. Vertrauen Sie nicht, das liegt an dir. Ja, muss fast das machen, weil ganz ehrlich, da Mila anlügen, das geht kaum. Ich würde so irgendwie am liebsten noch eine Alternativrunde, vor allem Route wählen. Sprich irgendwie Z1, aber gibt es ja leider nicht, also vertrauen Sie nicht, das liegt an dir. Maybe once she's better, Muse will finally compliment me on my cooking. All right. I'll help you until the catalyst is destroyed. My sister relies on sound and smell to get around. Eliminate those, and she's dead in the water. You sure about this? Come, she should be at the top of the Nia Kara Holomont. Can you do this? Stop giving the kids so much grief, Julius. Sometimes, you need to get your hands dirty. Don't I know it? That's what worries me. Was für ein toller großer Bruder. Mina ist momentan nicht mit einem Extraktor ausgerüstet, weil alle Umgebungen dieser Welt nicht existieren. Stell einen Extraktor ein, damit sie wie die anderen auch Atemfertigkeit lernen kann. Ist bei uns im Team? Das ist ja krass. Ist das echt? Ja, das ist ja Bild. Das ist das Bild, was ich... Wobei, es gibt noch ein anderes Bild.
Also sprich, wie gesagt, ich gebe dir gewisse Spoiler, die ich bereits so erfahren habe, ohne groß in die Story hineinzutauchen, das auch bezüglich halt ein Artwork, sprich hier halt, wie die halt aussehen hier bei Tales of Xillia 2. Da gibt es von Mila gibt's 2 Bilder, das meinte mal das hier und dann noch ein anderes. Beim anderen hat es wieder diese Locke dort, also die jetzt hier auch fehlt, da links, ja, also von uns aus rechts, von ihr aus halt links. Diese grünliche Locke halt, die fehlt hier wieder bei ihr. Ja, da frage ich mich doch direkt mal, wenn ich jetzt hier mal gucke, hier Ausrüstung. Ich kann ja hier da theoretisch ganz viele Dinge geben, war auch hier Idolmaster, Kleidung, Mila, yeah, normale Outfit, yeah, ein Spellkostüm. Tales of Grace F. Sieht cool aus. Das machen wir ja später, wenn sie dann wirklich richtig in unserem Team ist. Frage mich trotzdem, wie kommt eigentlich die andere Mila zu uns? Ich meine, wieso hat es plötzlich ein anderes Outfit dann? Ach, keine Ahnung. Wir so groß in irgendwas hineininterpretieren, wenn ich es da mache, klappt sowieso nie. Ich irre mich ja sonst immer bei sowas. Für gewöhnlich. Okay, natürlich irgendwas Kluges am besten bei dir. Die Frage ist, was? Momentan gerade relativ wenig gute. Die sind hier unterwegs noch, wie es aussieht. Wie sieht's mit dir aus? Kannst du vielleicht irgendwas anderes? Oh, der Sog. Ihr habt den Sogar gewonnen. So, sie hat die Tröpfchen. Ist doch irgendwie auch ein bisschen kacke. Der Blitzschlag. Bei Elvin, was haben wir da bei dir am besten, Kumpel? Der Gletscher, der Tropfstein, wir machen beides fast gehen, wa? So, jetzt kommt Mila zum Zuge. Sie kann natürlich auch etwas, was ein bisschen mehr bringt. Ja, mehr ist natürlich toll. Ah, genau diese. Das ist ganz toll. Und draußen sind gerade ein lauter Tracker vorbeigefahren. Alter, das ist gerade laut. Was nehmen wir bei Mila? Der kam doch was. Was das bringt? Also, da bringt dir fast nichts. Ah, okay, dann Glitch bei ihr. Du kriegst etwas anderes. Tut mir leid, Kumpel. So. Mila das. Jude, was gibt es denn dir? Ein guter Dreier, natürlich nie zu verfehlen, wa? Der Funke. Wir müssen den Funke überspringen. Kieselstein bringt bei ihr sehr viel. Und was haben wir für ihn noch Schönes? Tröpfchen, wa? Ja, denke ich auch. Passt, passt. Ich habe mir allerdings gesagt, gibt es irgendein Extrakte, was 3 der mehr Elemente hat? Momentan haben wir nur 1 oder 2er. Das richtige Knaller-Dinge noch gar nicht. Ja, kommt sicher noch. So, dann... Ja, ich weiß, Mila, ich weiß, es ist wie bei Tales of Xillia 1, wir wissen das alles noch vom Vorgänger. Jo, also Nachfolger, Tales of Xillia 2, kann ich mittlerweile nach 30 Parts sagen, ist verwirrend. Immer noch. Nach 30 Parts. Elemente, also ein Artebase und eine Fertigkeit erlernt. Cool, so schnell kann es gehen. Muse, wo bist du? Ich weiß eh so. Sie kann also 4 großen Geister noch mal nutzen. Das heißt, sie ist vermutlich so stark wie die Mila, die wir kennen noch vom... Ja, vom Anfang her etwa. So, it sure is great to be working with you, Mila. There's nothing great about it. I'll cooperate, but that doesn't make us friends. Ja, wie die alte Mila. Ich sag's ja. Wer hat erlernt? Okay, mal gucken, was hat Mila eigentlich so drauf. Kommt ungefähr das gleiche, aber wer weiß. Teamwork Time mit Mila! Kannst du noch gucken? Hammerschwäche, okay. Wow, Alter! Der schießt aber cool. Jo, Mila kann's echt reinhauen und Tschüssikowski. This is my power.
The Power of Mila Maxwell. Ach, habe sie vermisst, auch wenn es irgendwie noch die falsche ist. Vermutlich ich weiß echt nicht, ob es jetzt die richtige ist, die wir auch im Schluss noch haben, ob es eine falsche Mila ist, keine Ahnung. Also es sind Umstände Gegner bindet. Geschwindigkeitsgegner binden Mila mit größeren, oder Gegner binden sie immer. Die ist neu. Titel fast freigeschaltet. Natürliche Auslese, Anfänger noch 3. Ja, toll. Yeah, you feel good. I feel good. Du. Tja. Und wie wir uns fühlen werden, vor allem wie sich Muse fühlen wird, wenn wir ja, ihren Streukatalysator zerstört haben. Wenn das erfahren wir vielleicht das nächste Mal hier bei Tales of Xillia 2. Bis dahin, tschüss.